Wollen wir nicht umdrehen? Komm, das schaffst du jetzt schon noch. Und ich darf mich um die Uschi kümmern, wenn sie irgendwelche Gehirnschäden davontragt. Das da, das ist kein Gaudi mehr. Aber das kannst du mit deiner Larifari-Lebenseinstellung nie kapieren. Und jetzt gehst und lasst uns in Ruhe. Du kennst doch Dornröschen, gell? Mhm. Ja, da war es ja auch so, das Dornröschen, das hat sie auch weh da und hat ganz, ganz lang schlafen müssen und irgendwann ist sie wieder aufgewacht. Uschi. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Uschi. Ich bin's, die Rosi. Schwester, sie hat die Augen aufgemacht und hat mich angeschaut. Frau Kirchleitner, hören Sie mich? Ich hole einen Oberarzt. Uschi, erkennst du mich? Ich bin bei dir. Der Hubert, der passt auf die Franzi auf. Aber ich rufe ihn jetzt so an und dann ist er gleich da. Kirchleitner. Martin, Rosi, grüß dich. Was geht's? kannst du an Hubert bitte Bescheid geben? Die Uschi ist aufgewacht. Was? Und wie geht's ihr? Ja, man kann noch nichts Genaues sagen, aber sie hat mich kennt. Wunderbar. Du, ich sag's Hubert gleich, gell? Also, fertig, Rosi. Servus. Hubert, geh mal raus. Ist was passiert? Rosi hat angerufen. Die Uschi ist aufgewacht. Sie hat Rosi gleich erkannt. Kannst du dich um die Franzi kümmern? Freilich. Gut, warte. Schau mal, die Mimi für die Mama. Oh. Fahr langsam. Ja. Kann denn das sein, dass der Huber mit seinem Wagen liegen bleibt? Der war gerade erst in der Inspektion. Vielleicht hat er das Tanken vergessen. Was magst denn du? Ja, wir haben einen Igel überfahren. Sie fix. Da schau her, schau mal. Haben wir da nicht erwischt, hä? Gott sei Dank. Keine Angst, ich hätte der Toni schon nichts verzeiht. Du hast für Glück reden, dass keiner hinter uns war. Jetzt regt er wieder ab. Ich hab mein Umfeld immer im Auge, wenn ich Auto fahre. Dass der gar nicht abhaut. Ja, vielleicht. Er steht unter Schock. Schließlich bin ich voll drüber gefahren. Also da kann ich ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr hocken lassen, mitten auf der Straße. Guck mal, der her da. Schau mal.
was der für ein liebes Gesicht hat. Erinnert mich irgendwie an den kleinen Pauli. Da hast du recht. Okay, das hat auch schon einen Namen. Pauli, hä? Schau mal. Grüß dich. Jetzt komm. Was wird denn jetzt das? Die kommt mit. Wir wissen, dass ihm sicher nichts passiert ist. Ja, Pauli. Was machen wir mit dem Schorsch? Warum machen wir denn nicht wieder so einen Apfelmapfel letztes Jahr? Das war doch ein voller Erfolg. Ja, das habt ihr als Landfrauen auch wirklich gut gemacht. Verstehst du? Aber zweimal das Gleiche, hä? Ja, aber das Thema Feuerwehr, das zirkt einfach unheimlich gut bei den Kindern. Ja, schon, aber jetzt kann mal die Schützen drauf. Also Leute, so geht es nicht. Nächste Woche ist bereits unser Termin fürs Dorffest und ihr habt nichts Besseres zum Tor, als dass ihr euch darüber streitet, welcher Verein das Motto stellen darf. Ja, aber wenn du das nicht gescheit im Griff hast, verstehst du? Ich meine, als Vorsitzende vom Planungskomitee hast du die Aufgabe, dass du die Diskussion richtig führst. Ja, also jetzt passt mal auf. Was haltet ihr von folgendem Vorschlag? Die Trachtler und die Schützen, die passen doch thematisch gut zusammen. Wenn wir die zusammenbauen täten, dann hätten wir die zwei Vereine schon versorgt. Das darf vielleicht so passen. Hauptsache, du kannst wieder rumgeschafteln. So, jetzt passt mal auf. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann sag ich ihm, wo es lang geht. Wir lassen das mit dem einheitlichen Thema des Jahr und jeder Verein schaut eben, wie er sie irgendwie einbringt. Das hat es ja noch nie gegeben. Entweder ihr liefert mir bis morgen früh ein gemeinschaftliches Motto oder wir machen so, wie ich es gesagt habe. Ja, also so habe ich das jetzt nicht gemeint, gell? Also Veronika, ist das der Ernst? Oh, shit. Oh, Gott sei Dank. Oh mein. Es tut mir leid, aber ich lasse Sie einen Moment allein. Ich komme nachher noch mal, um den Verband zu entfernen. Und wir machen ein CT, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber bis jetzt sieht alles gut aus. Wie geht's dir denn? Hast du Schmerzen? Tut dir was weh? Schwindlig ist mir. Wie lange war der denn weg? Mei, du, heute ist der 3. Tag. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß bloß noch, dass wir zum Wandern losgefahren sind. Das kommt schon irgendwann mal wieder. Wichtig ist jetzt bloß, dass du die richtig gescheit erholst. Ah, schau, da ist die Mimi. Soll ich dir von der Franzi geben? Die passt auf die auf. So, jetzt schau mal. Pauli, schau her. Hast du einen rechten Dusch gehabt, gell? Hallo. Hallo, grüß dich. Na? Ja. Ein Igelbaby, wie süß. Wo kommst du denn her? Ja, den haben wir unterwegs irgendwo aufgesammelt. Mitten auf der Straße so geguckt und hat darauf gewartet, dass man zusammenfährt. Oh, mein Gott. Das ist übrigens der Pauli, gell? Pauli Trixi, Trixi Pauli. Pauli. Das war am Flori seine Idee, weil er meint, dass er den Burm ähnlich schaut. Naja, jetzt wo du sagst, stimmt. Wenn du mich fragst, war er einfach am Verdursten. Mhm. Aber schau mal, der hatte sogar Haare. Ja, geh. Doch, mal da zwischen den Stacheln sind überall Härchen. Mich juckt sowieso schon. Kann nicht so schlimm sein, der hat ja jetzt nicht überall in der Wohnung umeinander. Der kann auch gar nicht hier in der Wohnung bleiben. Nicht nur wegen meiner Allergie. Der muss doch zurück in seine gewohnte Umgebung. Ich bringe ihn ja morgen zum Tierarzt. Ja, Das übertreibt man nicht. Ich übertreibe nicht. Aber jetzt habe ich ihn schon mal aufgesammelt, gell? Jetzt muss ich mich gescheit um ihn kümmern. Das klappt schon. Wenn es drauf ankommt, halten die Lansinger zusammen. Und vielleicht fällt uns sogar ein Motto ein. Ich höre einen Schottenhofer schon wieder rummosern.
Joe? Ich glaube, ich bin. Das ist eine Überraschung, dass ich von dir mal was her. Wie, du kommst nach Lansing? Jetzt? In einer halben Stunde? Ja, na, logisch frei mich. Dann, ja gut, dann bis gleich. Die Adresse, die schicke ich dir per SMS, gell? Gut, für die. Ich glaube, ich bin. Der Little Joe kommt zu uns. Und wer ist das? Das ist einer, der bei uns im Brunnerwirt in Lenzing gekellnert hat. Und jetzt ist er gerade in Essen bei seiner Familie auf Besuch. Und hat sich gedacht, dass er dann auch noch Station bei uns in Lansing macht. Ach, geh zu. Und warum sagst du das nicht früher? Ja, das war ein spontaner Entschluss. Die Überraschung ist gelungen. Ich muss mich ganz schnell umziehen. Franzi schlafen. Ja, freilich. Also, so glücklich war ich das letzte Mal, als die Franzi auf die Welt gekommen ist. So wie es ausschaut, wird die Uschi wieder ganz gesund. Ja, es grenzt schon an ein kleines Wunder. Ja, also der Arzt hat gesagt, dass er sich in seiner ganzen Laufbahn nur noch an einen weiteren Fall erinnern kann, wo das komplett ohne Schäden ausgegangen ist. Also bis morgen bleibt jetzt nur zur Beobachtung auf der Intensivstation. Und der Martin ist jetzt noch ein paar Stunden bei ihr. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Mei. Und der Sascha, der hat sich auch gefreut, wie er die Neuigkeit gehört hat. Ja, er hat sich schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass er der Uschi ihre Kondition so falsch eingeschätzt hat. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Naja, wir hat doch nicht wissen können, dass sowas passiert. Und ich meine, rückgängig kann er es jetzt auch nicht mehr machen. Genau das ist der Punkt. Es war völlig klar, dass die Uschi erschöpft ist. Und was macht er? Er geht gerade extra einen Umweg. Das war total fahrlässig. An Sascha geht's immer nur um sich selber. Jetzt mach aber einmal einen Punkt. Wo war er denn, als die Uschi einen Vater braucht hat? Hä? Aus dem Staub hat er sie gemacht. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Aber alles mitnehmen, das geht. Und meine Frau wäre beinahe gestorben. Wegen ihm. Daran muss ich immer dran denken, an den Sieg. Die Uschi und die Franzi sind für mich das Wichtigste. Little Joe? Joe, ich kann es doch gar nicht glauben. Ronny! Oh, ist das schön. Oh, lass dich mal anschauen. Gut schaust du aus. Ach, Quatsch. Aber du siehst echt umwerfend aus. Immer noch der alte Charmeur, ha? Ah, meine Entschuldigung. Hätte jetzt fast vergessen. Schau mal her, das ist mein Lebensgefährte, der Roland. Das ist der Joe. Hi. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Ach, 2 Tage. Ich wollte mir da im Brunnerwirt ein Zimmer nehmen. Das kommt doch gar nicht in Frage. Du schlafst natürlich bei uns. Macht dir doch nichts aus, oder? Komm, wir gehen mal gleich mal rein. Na dann. Roland, sei so gut und kümmere dich mal ums Gepäck. Ja. Sag dir gleich, wo du die Frischmacher putzt. Mailbox von Rosi Brunner. Nachrichten nach dem Piep. Ja, Rosi, ich bin's. Du, ich wollte bloß sagen, ja, ich glaube, dass es jetzt besser ist, wenn ich einfach für ein paar Tage verschwinde. Okay? Und ich meine, der Hubert hat schon recht. Ich bringe jetzt Unfrieden in die Familie und ja, ich melde mich dann, wenn ich weiß, wo ich untergekommen bin und sagst der Uschi bitte, dass ich in Gedanken bei ihr bin und der Franzi gibst der Bussel, ja? Okay, danke. Ciao, bitte.
ist das der Einkaufszettel? Ja, genau. Was, wir gehen aber schnell in den Supermarkt und kaufen ein, ha? Ja, Also, danke bis nachher, schön. gell? Bis dann. Jesus, Pauli, was hast du denn gemacht? Ist alles umgeschüttet. Warte schnell. Jetzt komm mal her, hm? Ist doch alles ganz nass. So, komm her. Ja, keine Angst. So. Jetzt bleibst du hier sitzen und ich hole dir ein neues Betti. So, Pauli, bin ich wieder da. Pauli? Oh mein Gott, Pauli, wo bist du? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Hi. Hallo, Toni. Suchst du was Bestimmtes? Ja, der Pauli hat sich versteckt. Bitte hilf mir suchen, sofort. Der Pauli? Ja, der Pauli. Nicht der Pauli. Der Mike hat einen Igel gefunden, hat ihn Pauli genannt. Und der ist mir gerade ausgebüxt. Einen echten Igel? Ja, einen echten Igel. Ach Gott, der Arme. Da ist finster, da sehe ich natürlich gar nichts. Jetzt du mal eine Taschenlampe holen? Kann ich was helfen? Ich hab einen Ohrring verloren, der muss da irgendwo sein. Ah, Moment, das haben wir gleich. Ah, da ist er ja. Eine Taschenlampe hätte auch getan. Wahnsinn, ist das sauber. Also unter meinem Sofa sieht's ganz anders aus, das kann ich euch sagen. Mei. Danke, Joe. Kein Problem. Ich hab noch. Nein. Wart, komm, zieh dir Handschuhe an. Ganz vorsichtig, ja? Danke. Und die Kiste. Okay. So. Komm her. Du blockst keine Angst haben. Ja. Oh Gott. So. Na du, für ein kleines, krankes Igelbaby bist du ganz schön schnell unterwegs. Bei uns im Tierheim werden immer wieder Igel abgeben. Deswegen habe ich eine App auf dem Handy. Igel in Bayern hast die. Okay. Da kann man Informationen nachlesen und einen Igelfund melden. Das, wenn der Mike gewusst hätte. Hallo. Was ist denn da los? Ja, der Pauli hat sich ein bisschen in unserer Wohnung umgeschaut. Du hättest den Pauli nicht einfach mitnehmen dürfen. Man hätte ihn da hocken lassen sollen, dass er zusammengefahren wird. Na, natürlich nicht. Aber Hilfe brauchen nur verletzte Igel oder Igelkinder ohne Mutter. Was beschwerst du denn dann? Der Pauli ist doch ein Igelbur. Na, ist er nicht. Da schau her. Es gibt afrikanische Weißbauchigel. Die sind von Natur aus so klar. Und die Beschreibung passt perfekt auf den Pauli. Ach so. Heißt das, der Pauli ist schon ausgewachsen? Ja, heißt. Du hättest ihn trotzdem nicht einfach mitnehmen dürfen. Der Pauli ist vielleicht nicht verletzt, aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat überhaupt nicht reagiert und nix. Was denn? Ich weiß, was er hat. Der Pauli, der ist in Wahrheit der Pauline. Was? Und bekommt Nachwuchs. Ehrlich jetzt? Weißt du, wo du es gefunden hast? Na, freilich. Dann bringst du es am besten wieder da zurück, damit es nicht noch mehr durcheinander gebracht wird. Also gut. Packen wir's, ja? Schlaft, Franzi? War das der Martin? Ist was passiert? Sascha ist ein paar Tage quicker gefahren. Was ich gesagt habe. Immer wenn's eng wird, haut er ab. Also wegen mir braucht er sich dann nimmer blicken lassen. Moment. Jetzt gehst du eindeutig zu weit. Soll er doch sein Ego-Trip ausleben, wo er will. Von meiner Familie. Lasst er jedenfalls die Finger. Bis jetzt habe ich großes Verständnis gehabt. Du hast eine ganz schwere Zeit durchgemacht. Aber der Sascha, der gehört zur Familie, ob dir das passt oder nicht. Also was du machst, das ist deine Sache. Aber da
wo ich nimmer sing. Hubert, das ist mein Haus. Und wer da ein- und ausgeht, das entscheide immer noch ich. So, jetzt schau mal her. Okay. Da bist du daheim jetzt. Sind wir wieder da, wo wir die gefunden haben, Pauline, gell? Jetzt schau mal, schau. Vierte Pauline. Vierte noch, ja? Und nicht mehr auf die Straßen aufgehen, das sag ich dir. Weißt du noch, wie wir Oktoberfest gefeiert haben? Sogar einen Jodelwettbewerb haben wir veranstaltet. Erinnere mich bloß nicht daran. Wieso denn? Du bist der einzige Mo, der jemals für mich gejodelt hat. Naja, den Leuten hat's jedenfalls gefallen. Ich meine, der normale Ami, der weiß ja gar nicht genau, wo Deutschland liegt. Aber das Wort Oktoberfest, das kennt jeder. Habt ihr eigentlich gewusst, dass die dort bis in die 70er Jahre die normalen Bierbänke gar nicht kennt haben? Da sind die Leute einfach an den Kaffeetisch gesessen. Mit den Gickels sind wir kaum hinterhergekommen. Aber der Joe hat alles im Griff gehabt. Wie war das nochmal? 20 Maß auf einmal, oder? Das war doch dein Rekord, stimmt's? Naja, ja, das kommt ungefähr hin. 20 Maß, wirklich? Ja, das will ich sagen. So was mache ich nur für die Froni. Ja, ihr entschuldigt mich. Was ist denn los? Das ist ein Angeber, glaubst du? Das ist nicht zum Aushalten. Wieso? Ich finde den eigentlich ganz nett. Nett? Der ist einfach nur aufgeblasen, sonst nix. Aber jeder fällt auf den rein. Na, bin ich doch schon. Ach, bist du schon? Ja, natürlich. Sogar du. Hast du das nicht mitgekriegt? Das war doch überall. Du, Roland, ich schau bloß ganz kurz rüber in die Amtsstube, solange der Joe nur schlaft, gell? Ich hab gedacht, du hättest so viel zu tun. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich wundere mich nur. Wenn ich was mit dir unternehmen will, dann hast immer unheimlich viel zu tun. Und kaum taucht da mal so ein langer Lulatsch auf, ist alles andere wurscht. So, was spinnst du jetzt? Nur zur Information. Der Little Joe und ich, wir sind einfach bloß gute Freunde. Ich kann sehr gut auseinanderhalten, ob einer nur ein guter Freund sein will oder ob er auch noch andere Absichten verfolgt. Der hat dich doch ständig mit seinen Augen... Mei, Roland, die Leute in Amerika, die sind heute nicht so steif und zugeknöpft wie bei uns. Ja, was willst du denn damit sagen? Nix. Ich bin doch froh, dass du so bist, wie's bist. Ach. Hallo, guten Morgen. Wo ist denn der Mike? Ach, der ist nach dem Aufstehen gleich weggefahren, keine Ahnung. Umso besser. Mit dem Floyd in der Werkstatt ist es immer ein bisschen lockerer. Moin. Und da ist der Chef schon wieder. Sag mal, wo warst denn du? Ich hab nur kurz nach der Pauline geschaut. Nicht, dass wieder kamikaze-mäßig auf der Straße umeinander steht. Im Zustand. Ja und? Na, sie war ganz brav in der Nähe von dem Gebüsch, wo ich es abgesetzt hab. Und ich werd's es nicht glauben. Was denn? Oh, mein Süß. Schau dir die an. 4 Stücklein. Das ist ja lieb für die Landfrauen. Und alle haben's unterschrieben. Ja, und ich soll dich auch ganz schön grüßen. Grüß Gott, Herr Kirchleitner. Grüß Anna. Und wie schaut's aus? Ich kann's immer noch nicht glauben, dass das CT so blendend aussieht. Keine Schädigung des Gewebes, keine Nachblutungen. Damit können wir mit ziemlicher Sicherheit Folgeschäden ausschließen. Und Ihre Erinnerung ist ja auch vollständig zurückgekehrt.
Und was heißt das jetzt konkret? Heute Nachmittag werden Sie auf die Normalstation verlegt. Weil das wird schön ohne dem ganzen Hightech-Kram. Das glaube ich Ihnen. Dort können Sie dann noch unbegrenzt Besuch bekommen. Wenn alles gut läuft, können Sie schon in ein paar Tagen nach Hause. Und bis dahin werden wir es Ihnen hier natürlich so gemütlich wie möglich machen. Da habe ich wohl echt einen guten Schutzengel gehabt. Den größten, den es gibt. Was ist denn eigentlich mit dem Sascha? Der war gestern nicht da und heute auch nicht. Ist irgendwas mit ihm? Hi, Roland. Ah. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ach komm, setz dich her, die Sonne ist einfach herrlich. Danke. Das letzte Mal war ich hier mit der Veronika. Ich wollte ihr Sternschnuppe zeigen. Sie hat nämlich noch nie eine gesehen gehabt. Weißt du eigentlich, was du für ein Glückspilz bist? Welcher Mann wäre nicht happy mit so einer Frau wie der Vroni? Es war schon eine tolle Zeit damals, als sie noch in Amerika war. Seit sie weg ist, fehlt irgendwas. Mhm. Ihre trockene Art ist einfach der Hammer. Einmal, da hat ein Gast sich beschwert und dann hat sie ihm ein Kochbuch gebracht und hat gesagt, er soll seinen Schweinsbraten selber machen, wenn er es besser kann. Wehe, sie war wütend. Dann ist die wie ein Tornado durch die Küche gefegt. Ein sehr hübscher Tornado allerdings. Sag mal ganz ehrlich. Könnte es sein, dass du von der Veronika was willst? Die haben einen Igel nach mir benannt. Das ist ganz schön gemein. Wofür die Kerzen sind? Einfach so. Ich werde schon mal wieder was anstellen, damit sie das rentiert. Obwohl das echt ungerecht ist. Weil ich bin gar nicht euch dran schuld. An den kleinen Pauli. Da hast du recht. Okay, das hat auch schon einen Namen. Pauli, hä? Schau mal. Grüß dich. Jetzt komm. Was wird denn jetzt das? Der kommt mit. Wir wissen, dass ihm sicher nichts passiert ist. Ja, Pauli. Was machen wir mit dem Schorsch? Warum machen wir denn nicht wieder so eine Apfelmappe wie letztes Jahr? Das war doch ein voller Erfolg. Ja, das habt ihr als Landfrauen auch wirklich gut gemacht. Verstehst du? Aber zweimal das Gleiche, hä? Ja, aber das Thema Feuerwehr, das zieht einfach unheimlich gut bei den Kindern. Ja, schon, aber jetzt kann man mal die Schützen drauf. Also Leute, so geht es nicht. Nächste Woche ist bereits unser Termin fürs Dorffest und ihr habt nichts Besseres zum Tor, als dass ihr euch darüber streitet, welcher Verein das Motto stellen darf. Ja, aber wenn du das nicht gescheit im Griff hast, verstehst du? Ich meine, als Vorsitzende vom Planungskomitee hast du die Aufgabe, dass du die Diskussion richtig führst. Ja, also jetzt passt mal auf. Was haltet ihr von folgendem Vorschlag? Die Trachtler und die Schützen, die passen doch thematisch gut zusammen. Wenn wir die zusammenbauen täten, dann hätten wir die zwei Vereine schon versorgt. Das darf vielleicht so passen. Also, du kannst wieder rumgeschafteln. So, jetzt passt mal auf. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann sag ich ihm, wo es lang geht. Wir lassen das mit dem einheitlichen Thema dieses Jahr und jeder Verein schaut eben, wie er sie irgendwie einbringt. Das hat es ja noch nie gegeben. Entweder ihr liefert mir bis morgen früh ein gemeinschaftliches Motto oder wir machen so, wie ich es gesagt habe. Ja, also so habe ich das jetzt nicht gemeint, gell? Also Veronika, ist es der Ernst?
Uschi. Oh Gott sei Dank. Oh mein. Es tut mir leid, aber ich. Ich lasse Sie einen Moment allein. Ich komme nachher noch mal, um den Verband zu entfernen. Und wir machen ein CT, um auf Nummern sicher zu gehen. Aber bis jetzt sieht alles gut aus. Wie geht's dir denn? Hast Schmerzen? Tut dir was weh? Schwindlig ist mir. Wie lange war ich denn weg? Mei, du, heute ist der 3. Tag. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß bloß noch, dass wir zum Wandern losgefahren sind. Das kommt schon irgendwann mal wieder. Wichtig ist jetzt bloß, dass du die richtig gescheit erholst. Ah, schau, da ist die Mimi. Soll ich dir von der Franzi geben? Die passt auf die auf. So, jetzt schau mal. Pauli, schau her. Hast du einen rechten Dusch gehabt, gell? Hallo. Hallo, grüß dich. Na? Ja. Ein Igelbaby, wie süß. Wo kommst du denn her? Ja, den haben wir unterwegs irgendwo aufgesammelt. Mitten auf der Straße so geguckt und hat darauf gewartet, dass man zusammenfährt. Oh, mein Gott. Das ist übrigens der Pauli, gell? Pauli Trixi, Trixi Pauli. Pauli. Das war am Flori seine Idee, weil er meint, dass er dem Burm ähnlich schaut. Naja, jetzt wo du sagst, stimmt. Wenn du mich fragst, war er einfach am Verdursten. Mhm. Aber schau mal, der hatte sogar Haare. Ja, geh. Doch, mal da zwischen den Stacheln sind überall Härchen. Mich juckt sowieso schon. Kann nicht so schlimm sein, der hat ja jetzt nicht überall in der Wohnung umeinander. Der kann auch gar nicht hier in der Wohnung bleiben. Nicht nur wegen meiner Allergie. Der muss doch zurück in seine gewohnte Umgebung. Ich bringe ihn ja morgen zum Tierarzt. Ja, Das übertreibt man nicht. Ich übertreibe nicht. Aber jetzt habe ich ihn schon mal aufgesammelt, gell? Jetzt muss ich mich gescheit um ihn kümmern. Das klappt schon. Wenn es drauf ankommt, halten die Lansinger zusammen. Und vielleicht fällt uns sogar ein Motto ein. Ich höre an Schottenhofer schon wieder rummosern. Wollen wir nicht umdrehen? Komm, das schaffst du jetzt schon noch. Und ich darf mich um die Uschi kümmern, wenn sie irgendwelche Gehirnschäden davontragt. Das da, das ist kein Gaudi mehr. Aber das kannst du mit deiner Larifari-Lebenseinstellung nie kapieren. Und jetzt gehst und lasst uns in Ruhe. Du kennst doch Dornröschen, gell? Ja. Da war es ja auch so, das Dornröschen, das hat sie auch weh da und hat ganz, ganz lang schlafen müssen und irgendwann ist sie ja wieder aufgewacht. Uschi. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst dann jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Uschi. Ich bin's, die Rosi. Schwester,
sie hat die Augen aufgemacht und hat mich angeschaut. Frau Kirchleitner, hören Sie mich? Ich hole einen Oberarzt. Uschi, erkennst du mich? Ich bin bei dir. Der Hubert, der passt auf die Franzi auf. Aber ich rufe ihn jetzt so an und dann ist er gleich da. Kirchleitner. Martin, Rosi, grüß dich. Was geht's? kannst du an Hubert bitte Bescheid geben? Der Uschi ist aufgewacht. Was? Und wie geht's ihr? Ja, man kann noch nichts Genaues sagen, aber sie hat mich kennt. Wunderbar. Du, ich sag's Hubert gleich, gell? Also, vierte Rosi. Servus. Hubert. Ich mach aus. Ist was passiert? Rosi hat angerufen. Die Uschi ist aufgewacht. Weißt du, hat Rosi gleich ein Kind. Kannst du dich um die Franzi kümmern? Freilich. Gut, warte. Schau mal, die Mimi für die Mama. Oh. Fahr langsam. Ja. Kann denn das sein, dass der Huber schon mit seinem Wagen liegen bleibt? Der war gerade erst in der Inspektion. Vielleicht hat er das Tanken vergessen. Was magst denn du? Ja, wir haben einen Igel überfahren. Sie fix. Da schau her, schau mal. Haben wir da nicht erwischt, hä? Gott sei Dank. Keine Angst, ich hätte der Toni schon nichts verzeiht. Du hast Glück gehabt, dass keiner hinter uns war. Jetzt regt er wieder ab. Ich hab mein Umfeld immer im Auge, wenn ich Auto fahre. Dass der gar nicht abhaut. Nein, vielleicht. Steht unter Schock. Schließlich bin ich voll drüber gefahren. Also da kann ich ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr hocken lassen, mitten auf der Straße. Komm mal her da. Schau mal. Schau mal, was der für ein liebes Gesicht hat. Erinnert mich irgendwie an. Brunner? Joe? Ich glaube, ich bin, das ist eine Überraschung, dass ich von dir mal was her. Wie, du kommst nach Lansing? Jetzt? In einer halben Stunde? Ja, na, logisch freu ich mich. Dann, ja gut, dann bis gleich. Die Adresse, die schicke ich dir per SMS, gell? Gut, für die. Ich glaube, ich bin. Der Little Joe kommt zu uns. Und wer ist das? Das ist einer, der bei uns im Brunnerwirt in Lenzing gekellnert hat. Und jetzt ist er gerade in Essen bei seiner Familie auf Besuch. Und hat sich gedacht, dass er dann auch noch Station bei uns in Lansing macht. Ach, geh zu. Und warum sagst du das nicht früher? Ja, das war ein spontaner Entschluss. Die Überraschung ist gelungen. Ich muss mich ganz schnell umziehen. Franzi schlafen. Ja, freilich. Also, so glücklich war ich das letzte Mal, als die Franzi auf die Welt gekommen ist. So wie es ausschaut, wird die Uschi wieder ganz gesund. Ja, es grenzt schon an ein kleines Wunder. Ja, also der Arzt hat gesagt, dass er sich in seiner ganzen Laufbahn nur noch an einen weiteren Fall erinnern kann, wo das komplett ohne Schäden ausgegangen ist. Also bis morgen bleibt es jetzt nur zur Beobachtung auf der Intensivstation. Und der Martin ist jetzt noch ein paar Stunden bei ihr. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Mei.
Und der Sascha, der hat sich auch gefreut, wie er die Neuigkeit gehört hat. Ja, er hat sich schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass er der Uschi ihre Kondition so falsch eingeschätzt hat. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Naja, wer hat doch nicht wissen können, dass sowas passiert. Und ich meine, rückgängig kann er es jetzt auch nicht mehr machen. Genau das ist der Punkt. Es war völlig klar, dass die Uschi erschöpft ist. Und was macht er? Er geht gerade extra einen Umweg. Das war total fahrlässig. An Sascha geht's immer nur um sich selber. Jetzt mach aber einmal einen Punkt. Wo war er denn, als die Uschi einen Vater braucht hat? Hä? Aus dem Staub hat er sie gemacht. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Aber alles mitnehmen, das geht. Und meine Frau wäre beinahe gestorben. Wegen ihm. Daran muss ich immer dran denken, an den Sieg. Die Uschi und die Franzi sind für mich das Wichtigste. Little Joe? Joe, ich kann's doch gar nicht glauben. Froni! Oh, ist das schön. Oh, lass dich mal anschauen. Gut schaust du aus. Ach, Quatsch. Aber du siehst echt umwerfend aus. Immer noch der alte Charmeur, ha? Ah, Entschuldigung. Hätte jetzt fast vergessen. Schau mal her, das ist mein Lebensgefährte, der Roland. Das ist der Joe. Hi. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Ach, 2 Tage. Ich wollte mir da im Brunnerwirt ein Zimmer nehmen. Das kommt doch gar nicht in Frage. Du schlafst natürlich bei uns. Macht dir doch nichts aus, oder? Komm, wir gehen mal gleich mal rein. Na dann. Roland, sei so gut und kümmere dich mal ums Gepäck. Ja. Sag dir gleich mal, wo du die frisch machen kannst. Ja, Rosi, ich bin's. Du, ich würde bloß sagen, ja, ich glaube, dass es jetzt besser ist, wenn ich einfach für ein paar Tage verschwinde. Okay? Und ich meine, der Hubert hat schon recht. Ich bringe jetzt Unfrieden in die Familie und ja, ich melde mich dann, wenn ich weiß, wo ich untergekommen bin und sagst der Uschi bitte, dass ich in Gedanken bei ihr bin und der Franzi gibst der Busserl, ja? Okay. Danke. Ciao, bitte. Du, ist das der Einkaufszettel? Ja, genau. Weißt du was, wir gehen aber schnell in den Supermarkt und kaufen ein, ha? Ja, Also, danke bis schön. nachher. Bis dann. Jesus, Pauli, was hast du denn gemacht? Ist alles umgeschüttet. Warte schnell. Jetzt komm mal her, hm? Ist doch alles ganz nass. So, komm her. Ja, keine Angst. So, jetzt bleibst du hier sitzen und ich hole dir ein neues Betti. Bin schon wieder da. Pauli? Oh mein Gott. Pauli, wo bist du? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Hi. Hallo, Toni. Suchst du was Bestimmtes? Ja, der Pauli hat sich versteckt. Bitte hilf mir suchen, sofort. Der Pauli? Ja, der Pauli. Nicht der Pauli. Der Mike hat einen Igel gefunden, hat ihn Pauli genannt. Und der ist mir gerade ausgebüxt. Einen echten Igel? Ja, einen echten Igel. Ach Gott, der Arme. Da ist finster, da sehe ich natürlich gar nichts. Jetzt du mal eine Taschenlampe holen? Kann ich was helfen? Ich hab einen Ohrring verloren, der muss da irgendwo sein. Ah, Moment, das haben wir gleich.
Da ist er ja. Eine Taschenlampe hätte es auch getan. Wahnsinn, ist das sauber. Also unter meinem Sofa sieht's ganz anders aus, das kann ich euch sagen. Mei. Danke, Joe. Kein Problem. Ich hab noch. Nein. Wart, komm, zieh dir Hand schon. Ganz vorsichtig, ja? Danke. Und die Kiste. Okay. So. Komm her. Blockst keine Angst haben. Ja. Oh Gott. So. Na du, für ein kleines, krankes Igelbaby bist du ganz schön schnell unterwegs. Bei uns im Tierheim werden immer wieder Igel abgeben. Deswegen habe ich eine App auf dem Handy. Igel in Bayern hast du. Okay. Da kann man Informationen nachlesen und einen Igelfund melden. Das, wenn er mal gewusst hätte. Hallo. Was ist denn da los? Ja, der Pauli hat sich ein bisschen in unserer Wohnung umgeschaut. Du hättest den Pauli nicht einfach mitnehmen dürfen. Man hätte ihn da hocken lassen sollen, dass er zusammengefahren wird. Na, natürlich nicht. Aber Hilfe brauchen nur verletzte Igel oder Igelkinder ohne Mutter. Was beschwerst du denn dann? Der Pauli ist doch ein Igelbur. Na, ist er nicht. Da schau her. Es gibt afrikanische Weißbauchigel. Die sind von Natur aus so klar. Und die Beschreibung passt perfekt auf den Pauli. Ach so. Heißt das, der Pauli ist schon ausgewachsen? Ja, heißt. Du hättest ihn trotzdem nicht einfach mitnehmen dürfen. Der Pauli ist vielleicht nicht verletzt, aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat überhaupt nicht reagiert und nix. Was denn? Ich weiß, was er hat. Der Pauli, der ist in Wahrheit der Pauline. Was? Und bekommt Nachwuchs. Ehrlich jetzt? Weißt du, wo du es gefunden hast? Na, freilich. Dann bringst du es am besten wieder da zurück. Damit es nicht noch mehr durcheinander gebracht wird. Also gut. Packen wir's, ja? Schlaft Franzi? War das der Martin? Ist was passiert? Sascha ist ein paar Tage weggefahren. Was ich gesagt habe. Immer wenn's eng wird, haut er ab. Also wegen mir braucht er sich dann nimmer blicken lassen. Moment. Jetzt gehst du eindeutig zu weit. Soll er doch seinen Ego-Trip ausleben, wo er will. Von meiner Familie lasst er jedenfalls die Finger. Bis jetzt habe ich großes Verständnis gehabt. Du hast eine ganz schwere Zeit durchgemacht. Aber der Sascha, der gehört zur Familie, ob dir das passt oder nicht. Also was du machst, das ist deine Sache. Aber da, wo ich nimmer sing. Hubert, das ist mein Haus. Und wer da ein- und ausgeht, das entscheide immer noch ich. Da bist du daheim jetzt. Sind wir wieder da, wo wir dich gefunden haben, Pauline, gell? Jetzt schau mal. So, vierte Pauline. Vierte noch, ja? Und nicht mehr auf die Straßen aufgehen, das sag ich dir. Weißt du noch, wie wir Oktoberfest gefeiert haben? Sogar einen Jodelwettbewerb haben wir veranstaltet. Erinnere mich bloß nicht daran. Wieso denn? Du bist der einzige Mo, der jemals für mich gejodelt hat. Naja, den Leuten hat's jedenfalls gefallen. Ich meine, der normale Ami, der weiß ja gar nicht genau, wo Deutschland liegt. Aber das Wort Oktoberfest, das kennt jeder. Habt ihr eigentlich gewusst, dass die dort bis in die 70er Jahre die normalen Bierbänke gar nicht kennt haben? Da sind die Leute einfach an den Kaffeetisch gesessen. Mit den Gickels sind wir kaum hinterhergekommen. Aber der Joe hat alles im Griff gehabt. Wie war das nochmal? 20 Maß auf einmal, oder? Das war doch dein Rekord, stimmt's? Naja, ja, das kommt ungefähr hin. 20 Maß, wirklich? Ja, das will ich sagen. So was mache ich nur für die Froni. Ja, ihr entschuldigt mich. Was ist denn los?
Das ist ein Angeber, glaubst du? Das ist nicht zum Aushalten. Wieso? Ich finde den eigentlich ganz nett. Nett? Der ist einfach nur aufgeblasen, sonst nix. Aber jeder fällt auf den rein. Na bitte doch schon. Ach, bist du schon? Ja, natürlich. Sogar du. Hast du das nicht mitgekriegt? Das war doch überall. Du, Roland, ich schau bloß ganz kurz rüber in die Amtsstube, solange der Joe nur schlaft, gell? Ich hab gedacht, du hättest so viel zu tun. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich wundere mich nur. Wenn ich was mit dir unternehmen will, dann hast immer unheimlich viel zu tun. Und kaum taucht da mal so ein langer Lulatsch auf, ist alles andere wurscht. Sag mal, spinnst du jetzt? Nur zur Information. Der Little Joe und ich, wir sind einfach bloß gute Freunde. Ich kann sehr gut auseinanderhalten, ob einer nur ein guter Freund sein will oder ob er auch noch andere Absichten verfolgt. Der hat dich doch ständig mit seinen Augen... Mei, Roland, die Leute in Amerika, die sind heute nicht so steif und zugeknöpft wie bei uns. Ja, was willst du denn damit sagen? Nix. Ich bin doch froh, dass du so bist, wie du bist. Ach. Hallo, guten Morgen. Wo ist denn der Mike? Ach, der ist nach dem Aufstehen gleich weggefahren, keine Ahnung. Umso besser. Mit dem Floyd in der Werkstatt ist das immer ein bisschen lockerer. Moin. Und da ist der Chef schon wieder. Sag mal, wo warst denn du? Ich hab nur kurz nach der Pauline geschaut. Nicht, dass wieder kamikaze-mäßig auf der Straße umeinander steht, in ihrem Zustand. Ja und? Na, sie war ganz brav in der Nähe von dem Gebüsch, wo ich es abgesetzt hab. Und ihr werdet es nicht glauben. Was denn? Oh, mein Süß. Schau dir die an. 4 Stück gleich. Das ist ja lieb für die Landfrauen. Und alle haben's unterschrieben. Ja, und ich soll dir auch ganz schön grüßen. Grüß Gott, Herr Kirchleitner. Kirchleitner. Und wie schaut's aus? Ich kann's immer noch nicht glauben, dass das CT so blendend aussieht. Keine Schädigung des Gewebes, keine Nachblutungen. Damit können wir mit ziemlicher Sicherheit Folgeschäden ausschließen. Und Ihre Erinnerung ist ja auch vollständig zurückgekehrt. Und was heißt das jetzt konkret? Heute Nachmittag werden Sie auf die Normalstation verlegt. Weil das wird schön ohne dem ganzen Hightech-Kram. Das glaube ich Ihnen. Schau mal. Schau, was der für ein liebes Gesicht hat. Erinnert mich irgendwie an... Brunner? Joe? Ich glaube, ich bin. Das ist eine Überraschung, dass ich von dir mal was her. Wie, du kommst nach Lansing? Jetzt? In einer halben Stunde? Ja, na, logisch frei mich. Dann, ja gut, dann bis gleich. Die Adresse, die schicke ich dir per SMS, gell? Gut, für die. Ich glaube, ich bin. Der Little Joe kommt zu uns. Und wer ist das? Das ist einer, der bei uns im Brunnerwirt in Lenzing gekellnert hat. Und jetzt ist er gerade in Essen bei seiner Familie auf Besuch. Und hat sich gedacht, dass er dann auch noch Station bei uns in Lansing macht. Ach, geh zu. Und warum sagst du das nicht früher? Ja, das war ein spontaner Entschluss. Die Überraschung ist gelungen. Ich muss mich ganz schnell umziehen. Franzi schlafen. Ja, völlig. Also, so glücklich war ich das letzte Mal, als die Franzi auf die Welt gekommen ist. So wie es ausschaut,
wird die Uschi wieder ganz gesund. Ja, es grenzt schon an ein kleines Wunder. Ja, also der Arzt hat gesagt, dass er sich in seiner ganzen Laufbahn nur noch an einen weiteren Fall erinnern kann, wo das komplett ohne Schäden ausgegangen ist. Also bis morgen bleibt es jetzt nur zur Beobachtung auf der Intensivstation. Und der Martin ist jetzt noch ein paar Stunden bei ihr. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Mei. Und der Sascha, der hat sich auch gefreut, wie er die Neuigkeit gehört hat. Ja, er hat sich schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass er der Uschi ihre Kondition so falsch eingeschätzt hat. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Naja, wer hat doch nicht wissen können, dass sowas passiert. Und ich meine, rückgängig kann er es jetzt auch nicht mehr machen. Genau das ist der Punkt. Es war völlig klar, dass die Uschi erschöpft ist. Und was macht er? Er geht gerade extra einen Umweg. Das war total fahrlässig. An Sascha geht's immer nur um sich selber. Jetzt mach aber einmal einen Punkt. Wo war er denn, als die Uschi einen Vater braucht hat? Hä? Aus dem Staub hat er sie gemacht. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Aber alles mitnehmen, das geht. Und meine Frau wäre beinahe gestorben. Wegen ihm. Daran muss ich immer dran denken, wenn ich Sieg. Die Uschi und die Franzi sind für mich das Wichtigste. Mitnehmen dürfen. Man hätte ihn da hocken lassen sollen, dass er zusammengefahren wird. Na, natürlich nicht. Aber Hilfe brauchen nur verletzte Igel oder Igelkinder ohne Mutter. Was beschwerst du denn dann? Der Pauli ist doch ein Igelbur. Na, ist er nicht. Da schau her. Es gibt afrikanische Weißbauchigel. Die sind von Natur aus so klar. Und die Beschreibung passt perfekt auf den Pauli. Ach so. Heißt das, der Pauli ist schon ausgewachsen? Ja, heißt's. Du hättest ihn trotzdem nicht einfach mitnehmen dürfen. Der Pauli ist vielleicht nicht verletzt, aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat überhaupt nicht reagiert und nix. Was denn? Ich weiß, was er hat. Der Pauli, der ist in Wahrheit der Pauline. Was? Und bekommt Nachwuchs. Ehrlich jetzt? Weißt du, wo du es gefunden hast? Na, freilich. Dann bringst du es am besten wieder da zurück, damit es nicht noch mehr durcheinander gebracht wird. Also gut. Packen wir's, ja? Uschi, bitte, dass ich in Gedanken bei ihr bin und der Franzi gibst der Bus, oder? Okay. Danke. Ciao, bitte. Schlaft, Franzi? War das der Martin? Ist was passiert? Der Sascha ist ein paar Tage weggefahren. Was ich gesagt habe. Immer wenn's eng wird, haut er ab. Also wegen mir braucht er sich dann nimmer blicken lassen. Moment. Jetzt gehst du eindeutig zu weit. Soll er doch seinen Ego-Trip ausleben, wo er will. Von meiner Familie. Lasst er jedenfalls die Finger. Bis jetzt habe ich großes Verständnis gehabt. Du hast eine ganz schwere Zeit durchgemacht. Aber der Sascha, der gehört zur Familie, ob dir das passt oder nicht. Also was du machst, das ist deine Sache. Aber da, wo ich nimmer sing. Hubert, das ist mein Haus. Und wer da ein- und ausgeht, das entscheide immer noch ich. Jetzt ist er mehr. Okay. Da bist du daheim jetzt. Sind wir wieder da, wo wir die gefunden haben, Pauline, gell? Jetzt schau mal. Vierte Pauline. Vierte, na, ja? Und nicht mehr auf die Straßen aufgehen, das sag ich dir. Weißt du noch, wie wir Oktoberfest Kittel. Ja, genau. Weißt du was, wir gehen aber schnell in den Supermarkt und kaufen ein, ha? Ja, Also, danke bis nachher, schön. gell? Bis dann. Jesus, Pauli, was hast du denn gemacht? Ist alles umgeschüttet. Warte schnell. Jetzt komm mal her, hm? Ist doch alles ganz nass.
Ja, keine Angst. So, jetzt bleibst du hier sitzen und ich hol dir ein neues Betti. So, Pauli, bin ich wieder da. Pauli? Oh mein Gott, Pauli, wo bist du? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Hi. Hallo, Toni. Suchst du was Bestimmtes? Ja, der Pauli hat sich versteckt. Bitte hilf mir suchen, sofort. Der Pauli? Ja, der Pauli. Nicht der Pauli. Der Mike hat einen Igel gefunden, hat ihn Pauli genannt. Und der ist mir gerade ausgebüxt. Einen echten Igel? Ja, einen echten Igel. Ach Gott, der Arme. Da ist finster, da sehe ich natürlich gar nichts. Jetzt du mal eine Taschenlampe holen? Kann ich was helfen? Ich hab einen Ohrring verloren, der muss da irgendwo sein. Ah, Moment, das haben wir gleich. Ah, da ist er ja. Eine Taschenlampe hätte es auch getan. Wahnsinn, ist das sauber. Also unter meinem Sofa sieht's ganz anders aus, das kann ich euch sagen. Mei. Danke, Joe. Kein Problem. Ich hab noch. Nein. Wart, komm, zieh dir Handschuhe an. Ganz vorsichtig, ja? Danke. Und die Kiste. Okay. So. Komm her. Du blockst keine Angst haben. Ja. Oh Gott. So. Na du, für ein kleines, krankes Igelbaby bist du ganz schön schnell unterwegs. Bei uns im Tierheim werden immer wieder Igel abgeben. Deswegen habe ich eine App auf dem Handy. Igel in Bayern hast die. Okay. Da kann man Informationen nachlesen und einen Igelfund melden. Das, wenn der Mike gewusst hätte. Hallo. Was ist denn da los? Ja, der Pauli hat sich ein bisschen in unserer Wohnung umgeschaut. Du hättest den Pauli nicht einfach mitnehmen dürfen. Man hätte ihn da hocken lassen sollen, dass er zusammengefahren wird. Na, natürlich nicht. Aber Hilfe brauchen nur verletzte Igel oder Igelkinder ohne Mutter. Was beschwerst du denn dann, der Paul? Aber ich rufe ihn jetzt so an und dann. Und dann ist er gleich da. Leitner. Martin, Rosi, grüß dich. Was geht's? kannst du an Hubert bitte Bescheid geben? Die Uschi ist aufgewacht. Was? Und wie geht's ihr? Ja, man kann noch nichts Genaues sagen, aber sie hat mich kennt. Wunderbar. Du, ich sag's Hubert gleich, gell? Also, fertig, Rosi. Servus. Hubert. Geh mal raus. Ist was passiert? Rosi hat angerufen. Die Uschi ist aufgewacht. Weißt du, hat Rosi gleich ein Kind. Kannst du dich um die Franzi kümmern? Freilich. Gut, warte. Schau mal, die Mimi für die Mama. Oh. Fahr langsam. Ja. Kann denn das sein, dass der Huberschorsch mit seinem Wagen liegen bleibt? Der war gerade erst in der Inspektion. Vielleicht hat er das Tanken vergessen. Was magst denn du? Ja, wir haben einen Igel überfahren. Sie fix. Da, schau her, schau mal. Haben wir da nicht erwischt, hä? Gott sei Dank. Keine Angst, ich hab der Toni schon nichts verzeiht. Du hast für Glück reden, dass keiner hinter uns war. Jetzt regt er wieder ab. Ich hab mein Umfeld immer im Auge, wenn ich Auto fahre. Dass der gar nicht abhaut. Nein, gleich. Steht unter Schock. Schließlich bin ich voll drüber gefahren. Also da kann ich ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr hocken lassen, mitten auf der Straße. Guck mal, der her da.
mal. Schau, was der für ein liebes Gesicht hat. Erinnert mich irgendwie an den kleinen Pauli. Da hast du recht. Okay, das hat auch schon einen Namen. Pauli, hä? Schau mal. Grüß dich. Jetzt komm. Was wird denn jetzt das? Oh, ist das schön. Oh, lass dich mal anschauen. Gut schaust du aus. Ach, Quatsch. Aber du siehst echt umwerfend aus. Immer noch der alte Charmeur, ha? Ah, meine Entschuldigung. Hätte jetzt fast vergessen. Schau mal her, das ist mein Lebensgefährte, der Roland. Das ist der Joe. Hi. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Ach, 2 Tage. Ich wollte mir da im Brunnerwirt ein Zimmer nehmen. Das kommt doch gar nicht in Frage. Du schlafst natürlich bei uns. Macht dir doch nichts aus, oder? Ach. Komm, wir gehen mal gleich mal rein. Na dann. Roland, sei so gut und kümmere dich mal ums Gepäck. Ja. Sag dir gleich mal, wo du die Frischmacher kannst. Ja, Rosi, ich bin's. Du, ich wollte bloß sagen, ich glaube, dass es jetzt besser ist, wenn ich einfach für ein paar Tage verschwinde. Okay? Und ich meine, der Hubert hat schon recht. Ich bringe jetzt Unfrieden in die Familie und ja, ich melde mich dann, wenn ich weiß, wo ich untergekommen bin und sagst der Uschi bitte, dass ich in Gedanken bei ihr bin und der Franzi gibst den Busserl, ja? Okay. Danke. Ciao, bitte. Du, ist das der Einkaufszettel? Ja, genau. Was, wir gehen aber schnell in den Supermarkt und kaufen ein, hä? Ja, Also, danke bis schön. nachher. Bis dann. Jesus, Pauli, was hast du denn gemacht? Ist alles umgeschüttet. Warte schnell. Jetzt komm mal her, hm? Ist doch alles ganz nass. So, komm her. Ja, keine Angst. So, jetzt bleibst du schön hier sitzen und ich hol dir ein neues Betti. So, Pauli, bin ich wieder da. Du, schau her, schau mal. Haben wir da nicht erwischt, hä? Gott sei Dank. Keine Angst, ich hab der Toni schon nichts verzeiht. Du hast Glück reden, dass keiner hinter uns war. Jetzt regt er wieder ab. Ich hab mein Umfeld immer im Auge, wenn ich Auto fahre. Dass der gar nicht abhaut. Nein, gleich. Steht unter Schock. Schließlich bin ich voll drüber gefahren. Also da kann ich ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr hocken lassen, mitten auf der Straße. Komm mal her da. Schau mal. Schau, was der für ein liebes Gesicht hat. Erinnert mich irgendwie an... Brunner? Joe? Ich glaube, ich bin. Das ist eine Überraschung, dass ich von dir mal was her. Wie, du kommst nach Lansing? Jetzt? In einer halben Stunde? Ja, na, logisch frei mich. Dann, ja gut, dann bis gleich. Die Adresse, die schicke ich dir per SMS, gell? Gut, für die. Ich glaube, ich bin. Der Little Joe kommt zu uns. Und wer ist das?
Das ist einer, der bei uns im Brunnerwirt in Lenzing gekellnert hat. Und jetzt ist er gerade in Essen bei seiner Familie auf Besuch und hat sich gedacht, dass er dann auch noch Station bei uns in Lansing macht. Ach, geh zu. Und warum sagst du das nicht früher? Ja, das war ein spontaner Entschluss. Die Überraschung ist gelungen. Ich muss mich ganz schnell umziehen. Franzi schlafen. Ja, völlig. Also, so glücklich war ich das letzte Mal, als die Franzi auf die Welt gekommen ist. So wie es ausschaut, wird die Uschi wieder ganz gesund. Ja, es grenzt schon an ein kleines Wunder. Ja, also der Arzt hat gesagt, dass er sich in seiner ganzen Laufbahn nur noch an einen weiteren Fall erinnern kann, wo das komplett ohne Schäden ausgegangen ist. Also bis morgen bleibt jetzt nur zur Beobachtung auf der Intensivstation. Und der Martin ist jetzt noch ein paar Stunden bei ihr. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Mei. Und der Sascha, der hat sich auch gefreut, wie er die Neuigkeit gehört hat. Ja, er hat sich schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass er der Uschi ihre Kondition so falsch eingeschätzt hat. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Naja, wir hat doch nicht wissen können, dass sowas passiert. Und ich meine, rückgängig kann er es jetzt auch nicht mehr machen. Genau das ist der Punkt. Es war völlig klar, dass die Uschi erschöpft ist. Und was macht er? Er geht gerade extra einen Umweg. Franzi schlafen. Ja, völlig. Also, so glücklich war ich das letzte Mal, als die Franzi auf die Welt gekommen ist. So wie es ausschaut, wird die Uschi wieder ganz gesund. Ja, es grenzt schon an ein kleines Wunder. Ja, also der Arzt hat gesagt, dass er sich in seiner ganzen Laufbahn nur noch an einen weiteren Fall erinnern kann, wo das komplett ohne Schäden ausgegangen ist. Also bis morgen bleibt jetzt nur zur Beobachtung auf der Intensivstation. Und der Martin ist jetzt noch ein paar Stunden bei ihr. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Mei. Und der Sascha, der hat sich auch gefreut, wie er die Neuigkeit gehört hat. Ja, er hat sich schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass er der Uschi ihre Kondition so falsch eingeschätzt hat. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Naja, wir hat doch nicht wissen können, dass sowas passiert. Und ich meine, rückgängig kann er es jetzt auch nicht mehr machen. Genau das ist der Punkt. Es war völlig klar, dass die Uschi erschöpft ist. Und was macht er? Er geht gerade extra einen Umweg. Das war total fahrlässig. An Sascha geht's immer nur um sich selber. Jetzt mach aber einmal einen Punkt. Wo war er denn, als die Uschi einen Vater braucht hat? Hä? Aus dem Staub hat er sie gemacht. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Aber alles mitnehmen, das geht. Und meine Frau wäre beinahe gestorben. Wegen ihm. Daran muss ich immer dran denken, an den Sieg. Die Uschi und die Franzi sind für mich das Wichtigste. Little Joe? Joe, ich kann so gar nicht glauben. Ronny! Oh, ist das schön. Oh, lass dich mal anschauen. Gut schaust du aus. Ach, Quatsch. Aber du siehst echt umwerfend aus. Immer noch der alte Charmeur, ha? Ah, meine Entschuldigung. Hätte jetzt fast vergessen. Schau mal her, das ist mein Lebensgefährte, der Roland. Das ist der Joe. Hi. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Ach, 2 Tage. Ich wollte mir da im Brunnerwirt ein Zimmer nehmen. Das kommt doch gar nicht in Frage. Du schlafst natürlich bei uns. Macht dir doch nichts aus, oder? Komm, wir gehen mal gleich mal rein. Na dann. Roland, sei so gut und kümmere dich mal ums Gepäck. Ja. Sag dir gleich mal, wo du die Frischmacher kannst. Und wie schaut's aus? Ich kann's immer noch nicht glauben, dass das CT so blendend aussieht. Keine Schädigung des Gewebes, keine Nachblutungen. Damit können wir mit ziemlicher Sicherheit Folgeschäden ausschließen. Und Ihre Erinnerung ist ja auch vollständig zurückgekehrt.
Und was heißt das jetzt konkret? Heute Nachmittag werden Sie auf die Normalstation verlegt. Weil das wird schön ohne dem ganzen Hightech-Kram. Das glaube ich Ihnen. Dort können Sie dann noch unbegrenzt Besuch bekommen. Wenn alles gut läuft, können Sie schon in ein paar Tagen nach Hause. Und bis dahin werden wir es Ihnen hier natürlich so gemütlich wie möglich machen. Da habe ich wohl echt einen guten Schutzengel gehabt. Den größten, den es gibt. Was ist denn eigentlich mit dem Sascha? Der war gestern nicht da und heute auch nicht. Ist irgendwas mit ihm? Hi, Roland. Ah. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ach komm, setz dich her, die Sonne ist einfach herrlich. Danke. Das letzte Mal war ich hier mit der Veronika. Ich wollte ihr Sternschnuppe zeigen. Sie hat nämlich noch nie eine gesehen gehabt. Weißt du eigentlich, was du für ein Glückspilz bist? Welcher Mann wäre nicht happy mit so einer Frau wie der Vroni? Es war schon eine tolle Zeit damals, als sie noch in Amerika war. Seit sie weg ist, fehlt irgendwas. Mhm. Ihre trockene Art ist einfach der Hammer. Einmal, da hat ein Gast sich beschwert und dann hat sie ihm ein Kochbuch gebracht und hat gesagt, er soll seinen Schweinsbraten selber machen, wenn er es besser kann. Wehe, sie war wütend. Dann ist die wie ein Tornado durch die Küche gefegt. Ein sehr hübscher Tornado allerdings. Sag mal ganz ehrlich. Könnte es sein, dass du von der Veronika was willst? Ohne Schäden ausgegangen ist. Also bis morgen bleibt jetzt nur zur Beobachtung auf der Intensivstation. Und der Martin ist jetzt noch ein paar Stunden bei ihr. Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen. Mei. Und der Sascha, der hat sich auch gefreut, wie er die Neuigkeit gehört hat. Ja, er hat sich schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass er der Uschi ihre Kondition so falsch eingeschätzt hat. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Naja, er hat doch nicht wissen können, dass sowas passiert. Und ich meine, rückgängig kann er es jetzt auch nicht mehr machen. Genau das ist der Punkt. Es war völlig klar, dass die Uschi erschöpft ist. Und was macht er? Er geht gerade extra einen Umweg. Das war total fahrlässig. An Sascha geht's immer nur um sich selber. Jetzt mach aber einmal einen Punkt. Wo war er denn, als die Uschi einen Vater braucht hat? Hä? Aus dem Staub hat er sie gemacht. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Aber alles mitnehmen, das geht. Und meine Frau wäre beinahe gestorben. Wegen ihm. Daran muss ich immer dran denken, an den Sieg. Die Uschi und die Franzi sind für mich das Wichtigste. Little Joe? Joe, ich kann so gar nicht glauben. Vroni! Oh, ist das schön. Oh, lass dich mal anschauen. Gut schaust du aus. Ach, Quatsch. Aber du siehst echt umwerfend aus. Immer noch der alte Charmeur, ha? Ah, meine Entschuldigung. Hätte jetzt fast vergessen, schau mal her, das ist mein Lebensgefährte, der Roland. Das ist der Joe. Hi. Wie lange willst du eigentlich bleiben? Ach, 2 Tage. Ich wollte mir da im Brunnerwirt ein Zimmer nehmen. Das kommt doch gar nicht in Frage. Du schlafst natürlich bei uns. Macht dir doch nichts aus, oder? Komm, wir gehen mal gleich mal rein. Na dann. Roland, sei so gut und kümmere dich mal ums Gepäck. Ja. Sag dir gleich mal, wo du die frisch machen kannst.
Ja, Rosi, ich bin's. Du, ich würde bloß sagen, es... Bock was, ja? Schlaft Franzi? War das der Martin? Ist was passiert? Sascha ist ein paar Tage weggefahren. Was ich gesagt habe. Immer wenn's eng wird, haut er ab. Also wegen mir braucht er sich dann nimmer blicken lassen. Moment. Jetzt gehst du eindeutig zu weit. Soll er doch sein Ego-Trip ausleben, wo er will. Von meiner Familie lasst er jedenfalls die Finger. Bis jetzt habe ich großes Verständnis gehabt. Du hast eine ganz schwere Zeit durchgemacht. Aber der Sascha, der gehört zur Familie, ob dir das passt oder nicht. Also was du machst, das ist deine Sache. Aber da, wo ich nimmer sing. Hubert, das ist mein Haus. Und wer da ein- und ausgeht, das entscheide immer noch ich. Da bist du daheim jetzt. Sind wir wieder da, wo wir die gefunden haben, Pauline, gell? Jetzt schau mal. Vierte Pauline. Vierte noch, ja? Und nicht mehr auf die Straßen aufgehen, das sag ich dir. Weißt du noch, wie wir Oktoberfest gefeiert haben? Sogar einen Jodelwettbewerb haben wir veranstaltet. Erinnere mich bloß nicht daran. Wieso denn? Du bist der einzige Mo, der jemals für mich gejodelt hat. Naja, den Leuten hat's jedenfalls gefallen. Ich meine, der normale Ami, der weiß ja gar nicht genau, wo Deutschland liegt. Aber das Wort Oktoberfest, das kennt jeder. Habt ihr eigentlich gewusst, dass die dort bis in die 70er Jahre die normalen Bierbänke gar nicht kennt haben? Da sind die Leute einfach an den Kaffeetisch gesessen. Mit den Gickels sind wir kaum hinterhergekommen. Aber der Joe hat alles im Griff gehabt. Wie war das nochmal? 20 Maß auf einmal, oder? Das war doch dein Rekord, stimmt's? Naja, ja, das kommt ungefähr hin. 20 Maß, wirklich? Ja, das will ich sagen. So was mache ich nur für die Froni. Ja, ihr entschuldigt mich. Was ist denn los? Das ist ein Angeber, glaubst du? Das ist nicht zum Aushalten. Wieso? Ich finde den eigentlich ganz nett. Nett? Der ist einfach nur aufgeblasen, sonst nix. Aber jeder fällt auf den rein. Na bitte doch schon. Ach, bist du schon? Ja, natürlich. Sogar du. Hast du das nicht erklärt? Das war doch überall. Heute Kram. Das glaube ich Ihnen. Dort können Sie dann noch unbegrenzt Besuch bekommen. Wenn alles gut läuft, können Sie schon in ein paar Tagen nach Hause. Und bis dahin werden wir es Ihnen hier natürlich so gemütlich wie möglich machen. Da habe ich wohl echt einen guten Schutzengel gehabt. Den größten, den es gibt. Was ist denn eigentlich mit dem Sascha? Der war gestern nicht da und heute auch nicht. Ist irgendwas mit ihm? Hi, Roland. Ah. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ach komm, setz dich her, die Sonne ist einfach herrlich. Danke. Das letzte Mal war ich hier mit der Veronika. Ich wollte ihr Sternschnuppe zeigen. Sie hat nämlich noch nie eine gesehen gehabt. Weißt du eigentlich, was du für ein Glückspilz bist? Welcher Mann wäre nicht happy mit so einer Frau wie der Vroni? Es war schon eine tolle Zeit damals, als sie noch in Amerika war. Seit sie weg ist, fehlt irgendwas. Mhm.
Ihre trockene Art ist einfach der Hammer. Einmal, da hat ein Gast sich beschwert und dann hat sie ihm ein Kochbuch gebracht und hat gesagt, er soll seinen Schweinsbraten selber machen, wenn er es besser kann. Wehe, sie war wütend. Dann ist die wie ein Tornado durch die Küche gefegt. Ein sehr hübscher Tornado allerdings. Sag mal ganz ehrlich, könnte es sein, dass du von der Veronika was willst? Die haben da einen Igel nach mir benannt. Das ist ganz schön gemein. Wofür die Kerzen sind? Einfach so. Ich werde schon mal wieder was anstellen, damit sie das rentiert. Obwohl das echt ungerecht ist. Weil ich bin gar nicht allweil dran schuld. An den kleinen Pauli. Da hast du recht. Das hat auch schon noch. Ihr liefert mir bis morgen früh ein gemeinschaftliches Motto oder wir machen so, wie ich es gesagt habe. Ja, also so habe ich das jetzt nicht gemeint, gell? Also Veronika, ist das der Ernst? Oh, shit. Oh, Gott sei Dank. Oh mein. Es tut mir leid, aber Ich lasse Sie einen Moment allein. Ich komme nachher noch mal, um den Verband zu entfernen. Und wir machen ein CT, um auf Nummern sicher zu gehen. Aber bis jetzt sieht alles gut aus. Wie geht's dir denn? Hast Schmerzen? Tut dir was weh? Schwindlig ist mir. Wie lange war der denn weg? Mei, du, heute ist der 3. Tag. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß bloß noch, dass wir zum Wandern losgefahren sind. Das kommt schon irgendwann mal wieder. Wichtig ist jetzt bloß, dass du die richtig gescheit erholst. Ah, schau, da ist die Mimi. Soll ich dir von der Franzi geben? Die passt auf die auf. So, jetzt schau mal. Pauli, schau her. Hast du einen rechten Dusch gehabt, gell? Hallo. Hallo, grüß dich. Na? Ja. Ein Igelbaby, wie süß. Wo kommst du denn her? Ja, den haben wir unterwegs irgendwo aufgesammelt. Mitten auf der Straße so geguckt und hat darauf gewartet, dass man zusammenfährt. Oh, mein Gott. Das ist übrigens der Pauli, gell? Pauli Trixi, Trixi Pauli. Pauli. Das war am Flori seine Idee, weil er meint, dass er den Burm ähnlich schaut. Naja, jetzt wo du sagst, stimmt. Wenn du mich fragst, war er einfach am Verdursten. Mhm. Aber schau mal, der hatte sogar Haare. Ja, geh. Doch, mal da zwischen den Stacheln sind überall Härchen. Mich juckt sowieso schon. Kann nicht so schlimm sein, der hat ja jetzt nicht überall in der Wohnung umeinander. Der kann auch gar nicht hier in der Wohnung bleiben. Nicht nur wegen meiner Allergie. Der muss doch zurück in seine gewohnte Umgebung. Ich bringe ihn ja morgen zum Tierarzt. Ja, Das übertreibt man nicht. Ich übertreibe nicht. Aber jetzt habe ich ihn schon mal aufgesammelt, gell? Jetzt muss ich mich gescheit um ihn kümmern.